Guten Morgen alle. Ich bin froh, hier zu sein von der, especially an diesem besonderen Tag, was wir celebrieren können hier von der, nämlich Pfingsttag, wo die Geist Gottes Wort ausgegossen, wo wir uns erinnern an, dass dort passieren wird. Ik weet niet hoeveel hier weer een Ferienberg, Ferienmaal waar ik de boodschap had. Ik wil bloß zeggen, wo ik aan reden deed, wat mir am hart liggen deed, Ferienmaal. In maand 3 aan die Verbies, ik de boodschap brengen deed. Dan red ik van de kracht van het evangelium en van dat van wat op het evangelium verspreid wordt. Mir wäre es sehr wichtig, und es mir verderbt, das sehr wichtig, dass das Evangelium, und ich denke da an Menschen, die das Evangelium fehlen, besonders an die deutschen Menschen, und besonders Bolivia, wo da so viele Menschen sind, wo uns heute so dicht bei ist, dann frage ich mich, wo wird das Evangelium verspreit? Wo können wir die Menschen alle die Kirchen kriegen, dass das Evangelium hören? Und wenn ich die Bibel lesen und ich betrachten was wir von der wollen, was passieren da wollen, ein klein bisschen was davon sein, was der andere Hall, wie es der Geist Gottes Wort ausgegossen, was die erste Gemeinde da wo das Evangelium verspreiten da wo wir sein, dass nicht die Kirche wirklich, wo die meisten Menschen zum Glauben kommen. Das ist von den einzelnen Menschen, die zum Glauben sind, die ihren Glauben ausgehen und verspreiten dem. Weil wir haben, weil wir wurden all die Menschen, die wir kennen, die all als Freundschaften, jeder einer von uns, wo wir am zu tun sind, wir wurden, die noch nicht zum Glauben sind, wir wurden die alle top bringen, dort würden eine große Kirche voll sein. Und da wird nicht sehr leicht passieren. Aber wir können einzelne Menschen von uns, die dem Herrn kennen, wir können gehen und wir können das Evangelium ausspreiten. Und ich rede da an, ich sehe, das Evangelium, das wird ausgespreiten von den einzelnen Christen, mehr als die eine Kirche. Die Kirche ist ein bisschen ein Filling-Station, da kommen wir taub, da wir uns frisch abfallen und so weiter, das hat ganz den Platz. Aber das Evangelisieren, das wird am Feld getan, glaube ich. Viel mehr als bloß in der Kirche. Mein Thema für von der ist, Jesus sein Versprechen von dem Heiligen Geist sein Kommen. Es erfüllt, es ist eine Erfüllung geworden. Mein Bibeltext von der, wo ich an reden will, von der Ausgießung des Heiligen Geistes, ist eine Apostelgeschichte 2, Vers 1 durch 13. Und ich war ein klein bisschen Leute dem lesen, aber wir wollen erst ein bisschen betrachten, was die Umstände wären, für dem, dass der Heilige Geist kommen, dass der Heilige Geist ausgegossen wird. So, wir wissen dort an das Alte Testament Zeit, wie der Heilige Geist auch da bei manchen Menschen. Aber nicht ab so einem Weg, als wir nur dem dort no Pfingsttag. Wir wissen am Alten Testament, wenn wir lesen, dann sehen wir immer, dass der Heilige Geist, der wird gegeben, besonders für gewisse Personen, für eine gewisse Zeit, um eine gewisse Arbeit zu tun. Wir würden gerne einen Teil Exempel bringen, zum Beispiel die Propheten. Gott hat für eine gewisse Arbeit, eine gewisse Zeit, hat den Heiligen Geist gegeben und den Weg wollte der Heilige Geist arbeiten, aber nicht an der einzelnen Personen. Wir sehen dort. In Johannes Kapitel 7, Vers 37, 39, da sei wie Jesus noch mit seinen Jüngern top wir,
sagt Johannes, so ist das, wir wollen es dort lesen. Evangelium Johannes Kapitel 7, Vers 37, durch 39. Und weil wir noch beten, ihr wieder gehen dann. Vater im Himmel, wir danken dir für des Morgens, für diesen besonderen Genodentag. Wir danken dir für den scheinen Sonnenschein und die Natur, was wir sein dann, Herr, wo wir haben vor Monaten noch gelehrt, dass das soll abwarmen und dass alles soll so schmacklos und dass das Büten das. Herr, wir sind so viel lebend, weil wir Büten nicht ramkicken down, wir sind in der Natur, die Bäume, die Blumen und alles, was so wunderschön ist. Dann sei wir, Herr, dass du als einer Bedürfnis und da bist du, Herr Gott, was das alles kontrollieren wird, was das alles so schön machen wird. Und so hast du uns auch gemacht. Du hast uns wunderbar geschaffen. Du hast uns gemerkt, so dass wir ein Verlangen haben, den Leib innerlich haben wir alle ein Verlangen, nur in Gott, und wir sehen nur Frieden mit dem Gott. Wir danken dir, Herr, für dein Wort, was du uns hast gegeben, was inspiriert ist von dem Heiligen Geist, was wir vertrauen können, was wir glauben können und was wir weiten tun, dort ist dein Wort und das hat die Kraft, seilig zu machen, all die dort bleiben tun. Von der, wenn wir uns betrachten, wenn wir celebraten, die Pentecost, uns erinnern an, dass du den Geist utgeiten hast über all die Gläubigen und von deren Tag an jeder Gläubige wohnen dort. Wir danken dir dafür. Ich bete, Herr, dass du dein Wort nun machst sehen, wenn wir dort lesen und dort studieren, da bete ich in deinem Namen mit Danksagung. Amen. Johannes Kapitel 7, Vers 37 und 39, da lesen wir, so ist das. Am letzten und geradsten Tag, ab dem Fast, stund Jesus ab und rief laut, wer durstig ist, den lade ich an, nur mitzukommen und zu trinken. Wer an mich glaubt, so aus der Schrift sagt, aus dem sind benachtet worden, lebende Wasserströme errannen. Dann Vers 39, hörst mal, was er da sagen wird. Hij die damit an, den Geist an, den die an am Geliebten nachher kriegen sollen, wenn der Heilige Geist wird noch nicht da, bis Jesus noch nicht verherrlicht worden wird. Hij redet hier zu ihm, and by the way, das wir not stutz gefeiert haben, dass er im Krieg gegangen ist, das wir in Kapitel 7, wo er davon reden hat, sagte ich, wer an mich glaubt, so aus der Schrift sagt, von dem wollen Ströme des lebendigen Wassers fließen. Und vor dem sagte, wem hungert und Durst, der soll kommen, er wird am geben. Und dann diente daran, nur den Geist, der doch kommen wird, nachher. Wenn wir denken an, weil wir reden von, dass man dann herrliche was mit dem Herrn Jesus tut zu wandern. Aber weißt du, zu der Zeit, wie Jesus bloß auf eine steht, auf einmal. Wenn die Menschen nicht da wären, wo er wäre, dann wollte sie nicht an, was wirklich passieren da. Er kann bloß auf eine Stelle auf einmal sein. Und was wir nicht andenken, dann nachdenken, als Ferchen, die Jünger haben zu der Zeit nicht, was wir von der haben. Sie haben das Alte Testament, aber das Neue Testament wird noch nicht geschrieben zu der Zeit. Also, werden sie nicht so bevorzugt, so viel mehr bevorzugt, als wir sind. Weil ich glaube, du und ich, von der Tag, wir leben in einer Zeit, ich habe das fertig gesagt, ich kann nicht helfen, dort wahr zu sein.
Ich glaube, trotzdem, dass wir in der Welt leben, wo wir sehen, dass alles scheinbar vergangen ist, besonders in vielen Ländern im Osten, wo viele Menschen ihr Leben geben müssen, wo sie ihr Kopf verlieren dann für ihr Glauben, wo sie furchtbare Tiden durchgehen, dann gemordet worden und so weiter. Trotzdem muss ich sagen, besonders wie hier in Nordamerika, wir leben in einer Zeit, wo die beste Zeit ist, was da ever gewesen ist. Wir leben in einer Zeit, wo der Geist Gottes ausgegossen ist, wo an jeder Person, an jeder Christ wohnen wird. Das ist der Geist, der uns Gott sein Wort offenbart. Nicht mal bloß haben wir Gott sein Wort. Wir haben Gott sein Wort, was inspiriert ist von dem Heiligen Geist, so dass wenn wir den Heiligen Geist haben, dann wird der Heilige Geist uns das Wort offenbaren, wenn wir das Wort lesen, dann Gebetsfall. Weil ohne den Heiligen Geist können wir Gott sein Wort gar nicht verstehen. Hier möchte ich sagen, wenn da irgendwer ist, der dort nicht wirklich wahr geboren ist, dann kannst du vielleicht auch gar nicht Gott sein Wort verstehen. Ich denke bloß an mich selbst, vor allem, dass ich wie wahr geboren. Wenn ich die Bibel lesen darf, das macht alle gar nicht Sens to me. Ich bin bloß blind, mit Blindheit geschlagen, aber wenn ich einmal dem Herrn Jesus segnen darf und fragen, ob er mich raten und ob er mich den Hunger und Durst geben, dann sage ich, bald wird Jesus sagen, wir haben da Hunger und Durst, lass ihn kommen. Und ich komme und ich weiß, was der Herr tun kann. Also ein kleines bisschen von dort. Aber hier sagt er redet seine Gänger davon, von dem Heiligen Geist, was da kommen soll. Und dann sagt er, am letzten und geradsten Tag ab dem Fast stund Jesus ab und raubt Lüd. Wer durstig ist, den lade ich an, nur mitzukommen und zu trinken. Wer an mich läuft, so aus der Schrift sagt, aus dem Sinn bin ich worden, lebende Ströme ranen. Und das redet er ja von den Geist, was da kommen. Wat we vandaag celebraten. Dan wat je, alle jaar 3, ik wat predigen in Bolivia bezeken. Wie een prediger, der hat al 3 jaar had ik hem immer bezagt, jeder jaar een paar Mal bezagt, mir stemmen am gespannt und am das Wort mitgeteilt und in Heldenz und so weiter. Man immer sagt er, Barnon, sag mir mal, du wohnst in Kanada und bist in einer anderen Gemeinde als wir sind. Sagt er, sag mir mal, warum kommst du alle Jahre her, nur mir immer von Gott sein Wort zu vertellen? Sagt er, was du reden lässt, sagt er, was du sagen lässt, das stammt alle mit Gott sein Wort. Aber sagt er, sag mir mal, warum du die Sonne möchten machen das. Der Herr gibt mir jetzt diesen Vers an. Sagt er, wer an mich läuft, so ist der Schrift sagt, von dem sie bannerlich worden, Ströme des lebendigen Wassers fließen. Ich sage, Jakob, wenn du einmal was sein, wo Jesus dir geraten hat, wo du kannst Gott sein Wort nehmen und dann das Wort von der Pulpit predigen, wo du kannst, wo die Menschen keine Frieden haben mit Gott. Dass du doch kannst mitteilen, was du selbst erfahren hast. Ich sage, da wirst du krank, weißt du, was ich meine da. Ich sage, ich muss so jenen, die ich heute tun, mitteilen, was Gott für mich getan hat. Aber er sagt, da wird noch nicht, vielleicht noch nicht schaffen. Ich weiß, das wird nicht. Aber was die das für die Brücken hat, wir müssen einmal das selbst erfahren haben und weiter, was das meint, wirklich wahre Gebühren sein und Gott sind jetzt an uns haben. Nicht zu werden, wie sie Gott sind, aber zu werden, dass Gott so Gott ist. Und Gott, für Jesus verspricht dort, er sagt, in Lot kommen, den Lot trinken. Wir gehen in Johannes Kapitel 14, Vers 15 bis 20. Wieder sagt Jesus an Johannes 14, 15 und 20. Und wir wollen das da lesen.
Johannes Kapitel 15, Vers 15 bis 20. Da sagt Jesus, das sagt der Fall der Ausgießung des Heiligen Geistes. Er sagt, wenn ihr mich Gott sein, dann halt meine Geboten. By the way, weil ihr eine Bibel haben, bitte dort abschlagen. Ich war nur viel lesen. Ich will nicht tausend von einem oder anderen gehen, so ihr könnt Gott mitlesen hier. Vers 18 sagt, und ich will den Vorderfrauen, und die wird ihnen einen anderen Tröster geben, der ewiglich beginnt bleiben wird. Weil, sagt der Herr, redet der Herr Jesus von den Tröster, was er geben wird. Das ist Johannes Kapitel 14, Vers 15 bis 20. Wenn wir Kapitel 14, ich wollte nicht lesen, wenn ich Zeit halten, aber wenn wir 14 anfangen zu lesen, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, lasst ihn Hort nicht tröbeln. Ihr lebt an Gott und ihr lebt auch an mich. Ich war da noch vordergrund, ich war da in der Städte, merke für Jüngste und so wieder, da redet er davon. Sagt er, gleich was passieren wird. Aber hier sagt er, Vers 18 sagt, und ich wurde vor der Frauen, und die wird ihnen einen anderen Tröster geben, der ewig bei uns bleiben wird. Also, er wird nicht ewig bei uns bleiben, nicht eine Person, so ist er hier wir, ein Menschengestalt. Und hier darf ich sagen, dass wir seien hier waren, die Dreieinigkeit Gottes. Wir sehen, dass er redet von dem Vater, und er ist hier selbst, er redet, der Herr Jesus. Und dann redet er von dem Tröster, der wird kommen wird. Sei wie das, da ist die Dreieinigkeit. Jeder von denen hat seinen Platz, wir sehen dort. Vers 17 sagt er, dort ist der Geist, die Wahrheit ist, den die Welt nicht kriegen kann. Dort ist, was er sagte, der Jünger, er wird sein Vater fragen, er wird Gott fragen, dass er dem Tröster wird schenken, dem die Welt nicht erfahren kann. Weil wenn Jesus hier wäre, die Welt, die ungläubigen Menschen, die können Jesus sein. Die wären dort, die sagen haben, die Hirten am Predigen, die einzig Leibenden nicht, wie weiter was passiert, schließlich mögen sie am Tod und so wieder. Aber er sagt, wenn der Tröster wird kommen, dort ist der Geist, den die Welt nicht sein kann, wie es der den nicht sieht und auch nicht kennt. Je aber kennen den, wie es der wohnt an Jünd. Und wird mit Jünd sein. Weil der Geist, er sagt, der Geist, der wohnt an Jünd. Der wird nicht bloß ein Gast sein. Und uns, welche viele von uns, wir haben dem Herrn ein bisschen so ein Gast. Wir laden ihn an, wir wollen haben, er soll uns Sinn vergeben, er soll uns das ewige Leben geben, wir wollen eine Ewigkeit bei ihm sein, aber eben ans Leben dort, wo wir ein bisschen so leben, aus uns dort gefallen hat. Und dort ist, wenn wir noch nicht sehr gut weiten, was das meint, wirklich ein leben für Jesus, wo herrlich dort kann sein. Dann sind wir geneigt, noch mit Dingen von dieser Welt uns vergnügen zu haben. Und so wieder. Aber er sagt, der wohnt an Jüd. Weil wenn ein Mensch, wo wohnen hat, dann nimmt er sich die Freiheit, dann haftet die Freiheit, der volle Freiheit, da sein Haus so entriemen, dass er das will, die Meibeln trägt da, das will, und so wieder. Aber solange wir bloß ein Gast sind, dann haben wir das nicht. Weil wenn die nicht gleich, wo wir unsere Meibeln riemt haben und so wieder, da ist okay. Wir wohnen da nicht. Wir tun das wieder gleichen, so tut jeder doch. Weil je würden uns anladen, und ich würde das ein bisschen tragstellen, dann würde ich bald fragen, was ist los mit den Bahnmann? Du wohnst hier gar nicht. Du bist bloß ein Gast. Weil Jesus sagt, er wird beginnt wohnen. Was meint das? Das meint das, wo wir ans Leben regieren lassen, was immer er will haben, das, was wir wollen tun. Ich wollte nicht darauf angehen von der, aber Paulus redet viel davon, nach der Pentekost, wo das Leben gelebt soll. Wir sind nicht mehr uns selbst. Wir haben dem Herrn Jesus an.
Ons Leben hier arm. Hij will ons Leben. Hij will wohnen in ons. Dan in vers 8 hier sagte, ik wil jullie niet als wijzen loten. Ik wil trainen jullie komen. Weet je, viele van de jongeren, die weten dat, die beduren dat, die wisten dat de Herr wordt. Hij had al eigenlijk gezegd, dat hij moest hier weggaan en zo wieder. Ze kunnen dat bloß niet goed verstaan, niet. And by the way, er zijn viele dingen wat ze gewoon niet verstaan kunnen. En dat is okay met Jezus. Hij deed hier en daar, dat hij am sagen, proben het deutlich te maken en zeggen, waarom kan je niet verstaan? Ik heb je doch klar gezegd. Dan sagt er wieder, wenn je mij niet geloven, doet dat geloven, wens de dingen die wat ik doe. Dat doet dat geloven. Maar weet je, waarom sie nicht können wirklich am verstehen? Sie haben den Geist nicht an sich. Der Geist wird noch nicht gekommen. Dann verschneit hier, sagt er, dat is nicht mehr lang, was der Welt mir nicht mehr sein wird. Aber je worden mir seinen. Wie ik leef, wo je ook leven. Hij versprach hem dat zij worden am wahrer zijn. Wo würden sie am sein? Nicht als Person, da würden sie am sein, da würden sie am kennenlernen, aus dem, was am Wohnen deed. Was nicht mehr bloß auf eine Stelle auf einmal wir, was an alle Gläubigen wir. Dann sagt er, wenn der Tag, in Vers 20, wenn der Tag kommt, wird ihnen doch klar sein. Hier sei wir dort. Er sagt, wenn der Tag kommen wird, da wo ihr das klar verstehen kann, was ich ihnen gesagt habe. Dort ich an meinem Vater sie, und dort je an mir sind, und ich an jünd. Und ich will aber da lesen, dort nach ganz, das Kapitel redet davon. Ein verstärkt zum Beispiel sagt, ich will nicht länger mit jünd reden, wie es da über diese Welt regiert, als all umkommen. Er hat über mich keine Macht. Und so wieder, redet er wieder davon. Wo der Heilige Geist durch Gott sein Wort reden hat, das Licht vom Evangelium, weil wir mal 2. Korinther Kapitel 3, Vers 12 und 18 lesen. 2. Korinther Kapitel 3, Vers 12 und 18. Ich will ein paar Verse mehr lesen. Wir fangen an mit Kapitel 2, Vers 12. Das sagt also, das. In wie wir die Hoffnung haben, reden wir sehr klar und direkt. Wir tun nicht so aus Moses, der sich einen Tag über dort gesagt nehmen, dass die Israeliten nicht sein sollen, wo sich seine Herrlichkeit verlor. Aber seinen ist verdunkelt worden. Aber von der Tag hängen wir ihre Ohren. Wenn sie das Alte Testament lesen, die können das nicht verstehen. Der Tag kann bloß in Christus wahrgenommen worden. Aber von der Tag, wenn sie Moses lesen, liegt an der Tag über dem Hort. Wenn sich aber wer drei um Haaren dreht, wird der Tag wahrgenommen. Weil das ist ein sehr klares Ding, eben für uns von der. Habe ich mal gemacht, weil ich wem das Evangelium erzählen, dann, dass es so klar ist, Water ist. Das darf gar nicht mal ausgelegt werden. Das ist so klar, dass sich das reinkriegt. Und jetzt, wenn wir einen unbekehrten Menschen das sagen, dann, der nicht leben will, der kann das bloß nicht sein. Weil das der Geist Gottes, der muss das aufdecken. Er sagt, wenn der sich nur Gott drehen, dann, und von der Nacht, die Israeliten, wenn Gott auch sozusagen zu der Nation sein Regen gedreht, was die Fülle der Herden angegangen ist, wenn die Israeliten einzeln sich nur Gott drehen, dann lässt Gott sich verzwingen von dir. Das sind viele Israeliten, die kommen zum Glauben. Aber weißt du, die müssen einmal sich nur Gott drehen erst. Dann wird der Tag von ihren Ohren wahrgenommen, dann lässt Gott sich finden von ihnen,
Charakter Gottes von der Tag. Weißt du, der Moment, wenn du und ich Gott fragen, auf uns wird Licht geben, und wenn uns das vom Horten, wenn wir vom Horten Gott sehen, dann wird die Gott wird ganz versichert sich finden lassen. Warum weiß ich das? Weil ich habe das erfahren. Der Herr deed das zu mir. Wie ich einmal bei dir kommen, dass ich sage, Herr, du bist der, was mich kann die Übung noch merken. Du bist der, was mich kann einen Hunger in der geben und den Wort. Wenn das mehrlich ist Gott, dass ich anrecht sein, dann gebe ich dem nur mein Leben an, dann dauert für mich, was Gott deed. Oh, der Herr hat mir nicht die ganze Bibel aufzeichnen. Das sind 47 Jahre, Nachwort von der Messreich 47 Jahre. Der Herr hat nach Emma Meier mir offenbaren von seinem Wort. Aber das fängt dann an. Dann Vers 17 sagt, hier in 2. Korinther, sagt, Jesus der Herr ist der Geist, und wo dem Herrn sein Geist ist Freiheit. Das wird Paulus sagen, der nachher, dass der Geist utgegoten ist. Aber nu ist der Tag von unseren Ohren genommen, und wir sehen den Herrn an seine Herrlichkeit. Das ist so, als wenn wir an einen Spiegel kicken, und seine Herrlichkeit uns herrlicher und herrlicher merkt. Dort der Herr, der Geist ist. Das wurde von dem Geist, was wir reden wollen. Und dann tun wir bloß eben Vers 4, Kapitel 4, noch Vers 3 und 4 nachlesen. Wenn uns das Evangelium nach Tag scheint, dann ist das mal bei dir, der verloren gehen Tag. Weil das Evangelium ist ob, aber für die, was verloren sind, für die Menschen ist das eine Torheit. Die können das bloß gar nicht verstehen. Ich dachte, das ausprobieren, und seit mich jetzt bekehrt habe, ich dachte, wenn ich den Mensch, weil ich mein Vater, mein besten Freund, dort würde sagen, der würde sich kurz bekehren. Wisst ihr, das ist ein guter Freund. Ich weiß nicht, wofür ich fahre an, ab Knäuels liegen, mit meiner Bibel und probiere, das anzuprägen, aber nicht, meine Freunde mit einmal sagen, du wirst mal ab hier mit dem Proben zu bekehren, da wird Gott machen, dann einen Tag. Und der Bierkreis so, das geht viel länger, als ich dachte. Die meist 2 Jahre, was die Oma gehauen, was zum Glauben kommen deit. Was Gott sei Dank hat deit. Wenn uns Evangelium noch teuer ist, sagt Herr Vers 3, scheint, dann ist das mal bei die verloren und teuer. Die haben so tun, die Gott über diese Welt mit Blindheit geschlagen. Dort ist das Licht vom Evangelium von Christus seiner Herrlichkeit nicht, dass sie Christus das Evangelium nicht sein kann. Christus seine Herrlichkeit liegt ganz genau Gott. Aber so wie da lesen, seine Worte das Evangelium, dass der Mensch ist blind. Weil wir nun mal noch Apostelgeschichte Kapitel 2 genommen, Haupttext. So viel, wir haben gesehen, dass Jesus weiß, dass der Geist Gottes muss kommen. Und er sieht die Jünger dort. Nur weil wir mal sehen, wo das passieren wird, wo der Geist Gottes kommen wird. Apostelgeschichte Kapitel 2. Aber wir würden wieder lesen wir würden sein, wo Jesus sagen, dass seine Jünger Gott in Jerusalem nennen, und dann wacht dort, was je waren angedont worden mit dem Heiligen Geist. Und wir wissen, dass die Jünger, die wären noch hier verschlossene Dären, hatten Angst. Jesus wäre zum Krieg genährt und so weiter, sie hatten keine Möglichkeit wieder zu gehen. Und sie wussten, dass die Auferstehung, die wir passiert und so weiter, aber sie wussten bloß nicht, wohin. Und dann schließlich kam der Tag, wo der Geist Gottes war ausgegossen. Und wir sehen das in Kapitel 2 in Apostelgeschichte. Als der Pfingsttag dann kam, wären sie alle ab einer Stadt taub. Wir wissen, die Jünger, die wären alle ab einer Stadt taub.
keine Maut nicht zum Wiedergehen nicht. Bloß Angst vor was könnte passieren mit ihnen. Und plötzlich hierden sei, so aus einem Sturm, ein rügendes Gelüt vom Himmel, so dass es am ganzen Haus zu hören wir, wo sie saßen. Kann je denken dat man einmal hastig bloß rügen deed en dat jeef in je leven en ze wisten nicht, wat angehen deed. Dann sagen sie, mit einmal Tongen von 4. Und die sahen sich ab jeder einem von an. Und morgt, das sagt, die sahen sich ab jeder einem von dir. Nicht mehr bloß ab einem, was der ausgewählt wird, da werden all die Gläubigen. Falschfeier sagt, sie waren alle mit den Heiligen Geist gefüllt und fangen an, andere Sprachen zu reden, dann aus der Geist an, das möglich macht. Kann ich denken, was passieren wird, das rüstet bloß einmal ab und sie sagen, aus Zungen, in einer als der andere fängt an zu reden, eine andere Sprache, was sie überhaupt gar nicht wussten nicht. By the way, das wären Juden hier. Die reden eine Sprache. Dann sagt er, Vers 5, da wohnen dann in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer von allen Ländern unter den Himmel. Das wären Männer, die wohnen in Jerusalem. Das sagt nicht, dass die hier wären. Die wohnen in Jerusalem und ich nehme an, die werden da wohnen auf verschiedenen Städten. Ein anderer Vers sagt, als sie dort gelüht hielten, kämen ein Großteil verwilligt taub, wie sie hielten, dass sie in jedem seiner Sprache reden deuten. Kann ich denken, wie es die Juden, wir wollen sein, die kommen von verschiedenen Städten, kommen die Menschen daheim, Juden daheim. Gottesfürchtige Männer, sagt er da, von weit und breit verstreut werden in Jerusalem. Und einmal seien sie dort und fangen diese Jünger an, in verschiedenen Sprachen zu reden. Und dann Vers 7 sagt, ganz gewundert früher sie, sind nicht all diese, die da reden von Galiläa, sind das nicht galiläische Männer? Wo ist das damit, wo ist das dann, sagen sie, dort wieder an jeder seine eigene Sprache hören? Dann wollen wir mal ein bisschen gucken, wofür, ich glaube, das sind 17 verschiedene Nationen, was ich verspreche, wenn ich reich bin. Vers 9 sagt, Parther, und Meida, Elamiter, und die wir in Mesopotamien wohnen, und in Judäa wohnen, und Kappadokien, und Pontus, in Asien, Phrygien, und Pamphylien, in Ägypten, und den Port von Libyen, dort Türkei gehört, und Utländer von Rom, Juden und Mitjuden, Kreter und Araber, wir hören an unsere Sprache von Gott seine großen Wunderworken reden. Das wird passieren, wie es der Geist Gottes wird ausgegangen. Können wir uns ein kleines bisschen feststellen? Vers 12 sagt, verwundert und verwirrt, früher sei einer den anderen, was jaftet noch? Was passiert hier so recht? Der andere aber hat einen Sport oder und sehen, die haben zu viel Wein getrunken. Weil da sind immer zwei Sorten Menschen, allgemein meinst, zwei Sorten Menschen. Das Wunder kann nicht so groß sein, dass da nicht allgemein Menschen sind, aber bloß nicht leben tun. Die geben den Feind, lieber die ihr dafür. Sie sagen, das sind alles Besobene, da werden reden, das ist dort. Einmal, ihr hört auch besobene Menschen in verschiedenen Sprachen reden. Da haben verschiedene Vocabulary, was sie reden dann. Aber ich habe noch nie gehört, dass die verschiedene Sprachen haben.
dass der andere sprechen kriegen, der ich ihm trinken. Aber das, was gesagt wird. Aber wie seien doch große Wunder, was da passieren da. Von Vers 14 und wieder, sei wie, was passieren wird, wo das anders ist dann. Ich will nicht hineingehen da. Ich will sein an Titel holen. Aber wir lesen dann von Vers 14 wieder, dann sagen wir, was da nu was passieren da, wie es all diese schwache Menschen kommen, und der Heilige Geist wird ausgegossen ab ihm, und die werden voll Kraft und haben keine Angst, die predigen das Evangelium, und Menschen bekehren sich. Und wie wieder ich kann, und ich würde uns alle Mutter sprechen und suggesten, weil wir mal Apostelgeschichte Kapitel 2 mal wieder lesen, seinen Wort passieren, das erreicht. Nehmen wir uns eine Frau, und ich will uns alle die Frauen. Wenn wir seinen da ein Wort passieren, und ich will mit dem zum Schluss kommen, aber ich will uns challengen. Wenn wir seinen da ein Wort passieren, da am Pfingsttag, wollen wir uns mal fragen, hat Gott sein Geist die Kraft verloren? Passieren von der Tag Dinge in unserem Erd, so das passieren da hier. Dort gesagt, möchte ich sagen, dass wir nicht vergessen, dass Gott sein Wort, wir noch nicht geschrieben dann, das Neue Testament, wir nicht geschrieben. Ich weiß gut, dass Gott, wir sagen dort, dass Gott die Disciplesbrücken zum sein Wort geschrieben. Gott, ich glaube nicht, dass Gott von der irgendwer von uns auswählen wird und uns merken, verlangen, dass wir Gott sein Wort sollen schreiben. Weil Gott sein Wort ist vor dich. Gott hat eine gewisse Zeit gebracht, gewisse Menschen, und er hat zu der Zeit, die Apostel, die mit ihm gegangen haben, während sie wieder, die braucht hat, sein Wort durchschreiben, eben den Apostel Paulus, Lothar, wenn sie sich mit Jesus begegnen, und er hat ein Großport davon geschrieben. Ich meine nicht, dass wir von der Propheten haben, was waren prophetische Reden, Bücher, was all geschrieben ist, was stammen mit der Bibel. Aber eben für uns christliches Leben und uns Zeugnis, die Botschaft wiederbringen, von der, was Gott uns befohlen hat, was wir sollen tun. Hat der Geist die Kraft verloren? Was ist los mit uns? Ich glaube nicht, dass der Heilige Geist seine Kraft irgendwo verloren oder kleiner geworden ist. Aber weitere Geschwister, wenn ich die History studieren, Sie wieder, ich habe in der letzten Werk ziemlich viel habe ich studiert von meinen Siemen und so weiter, in Martin Luther und so weiter, was passieren mit meinen Siemen und so weiter, was passieren da. Und wenn ich kicken da, was an die Wasserport von der Welt passieren da, dann glaube ich really, dass wir sind ziemlich warm geworden. Ich sage, dass manche einer von uns es nicht sehr gut zu distinguishen, nicht sehr gut zu unterscheiden von der Weltmenschen. Jemand, ein gewisser Mann, der wird im Krieg gehen, musste im Krieg gehen und kommt rein nach 2 Jahren, redet mit seinen Freunden und sagt, sagen seine Freunde, wäre schwer, den christlichen Leben zu leben. Da war ich mal von Christen. Und dann sagt er, keiner war das an. Hat kein Trouble gehabt. Weißt du, wie viele Menschen, meine Frage ist, wie viele Menschen waren das an, dass du bist wirklich wahr geboren. Dass dein Leben ist anders geworden. Dass du bist einer, wo Jesus bei uns wohnen hat. Wo der Geist Gottes nicht mehr bloß erst in Kapitel 1, Vers 13 sagt der Apostel Paulus, wisst ihr, von Wort wir alles in Christus haben. Ich glaube, das sind 14 verschiedene Dinge, was wir
sehen und was wir in Christus haben. Dann kommt er was frustrieren und sagt er, dass ich arm habe ich auch, wie wir das Wort hören, wie wir das annehmen, wie wir gläubig werden, dann wird er uns mit seinem Geist versiegeln. Und sagt er, der Geist der wird bringen für uns, in Vers 14, dass wir dort wollen kriegen, was er uns versprochen hat. Und meine Frage ist, wenn dort Wahrheit ist, und das ist Wahrheit. Was sind Menschen von der Tag in mein Leben oder in dein Leben? Was macht das für einen Unterschied bei uns bei der Arbeit oder wo immer wir sind, von der, nur dem, dass der Geist Gottes ausgegossen ist? Weil wir leben in einer Zeit, eine Genodenszeit. Wir sagen Ferken, dass wir leben in einer Genodenszeit. Weil ich lebe, und ich wurde nach einer Stunde mit der Hand dort erklären, wissen, woran ich das Leben da, woran ich das Leben da. Und, aber ich war nicht. Aber was ich will bloß ganz kalt machen. Ich glaube, dass die Zeit ist sehr kalt. Nur alles, was passiert in der Welt und so weiter, ich glaube, die Zeit ist sehr kalt und der Herr Jesus wird irgendwann zur Zeit kommen. Meine Frage ist, was tun du und ich damit? Wo hat Gott sein Geist wirken? Ich will bloß eine Wahrheit verheben. Ich will nicht den Vers lesen. In 2. Thessalonicher, da wisst uns, sagt der Apostel Paulus, er redet von der schrecklichen Zeit, was da wird kommen und so weiter. Dann sagt er, die Zeit wird nicht kommen, dass er dann, dass das ist passiert und viele andere Dinge passieren und so weiter. Und dann sagt er, die Antichrist, die Beiser, die das all arbeiten, aber sagt er, du hast noch was am 300. Wird er erstmal wahrgenommen, was der wird an voller Macht arbeiten. Weil in dort, ich glaube, das ist die Entrichtung, wenn der kommen wird, da wird der Geist, der wird geremoved, der wird aus dem Stich genommen. Der wird mit uns mitgehen. Da wird der Antichrist die volle Macht haben, ausüben, was er will ausüben. Ich möchte das hier nicht hier sagen. Und ich glaube ganz bestimmt, dass der Herr hat uns versprochen, wir wollen nicht in der schrecklichen Zeit wohnen, in der Trübsalzeit. Verfolgung leiden, ja, wir haben keine Versprechung, dass wir nicht wollen eine furchtbare Verfolgung kommen. Aber in der schrecklichen Trübsalzeit, wo Gott seine Rache wird ausgegeben über die ungläubigen Menschen, da wollen wir nicht von beschützt bleiben. Aber was da wie von der, wenn es der Geist Gottes hier ist, wenn es der an uns Leben hat, was ich und du haben eine sehr große Verrecht, eine sehr große Verantwortung von der nach zu unseren Geschwistern, unsere Kinder, unsere Familien, weil diese viele von unseren Familien die nicht mit dem Herrn wandeln. Viele von unseren Kindern, ich weiß, da sind. Ich glaube, wir sollen uns abschließen wie daunen. Ich bin so dankbar, dass um Sinn und komm mit auf und beten wir. Viele Menschen bekehren sich. Und viele Menschen kommen zum Glauben. Ich bin Gott sehr dankbar für was passieren hat. Aber wenn ich beten darf, wir beten dann für eine Erwachung in Bolivia, aber einmal hat Gott meine Gedanken bringen und sagt, ich würde wel eine Erwachung haben, seinen Mann in der Kirche. Ich würde wel haben, dass die Kinder Gottes, dass die Erwachung dort anfangen soll. Ich glaube, wir haben eine Ursache für eine Erwachung zu beten für uns. Dass Gott uns wird erwachen, dass wir wollen bereit sein, wenn eine schreckliche Zeit soll kommen, ehe der Herr Jesus kommen wird. Wir wollen verfolgt worden. Wir sind nicht mehr erwähnteste Menschen, die Christen, die ihr Leben geben in vielen Ländern. Wir haben keine Versprechung, dass wir nicht wollen, was da kommen. Weil wir gucken nur, was passiert mit ISIS und viele Dinge. Da sieht das nicht sehr gut für uns. Muss Gott sein Wort segnen. Und ich will hier zum Schluss kommen, weil wir nach Gott beten.
Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort, was du so klar ist. Wir danken dir noch einmal für die Ausgießung des Herrn Jesus. Danke dir, Herr, für jede Meinung, was du hier ist von dir. Herr, ich bete, dass wir mochten die Gelegenheit wahrnehmen, und die in uns Leben arbeiten lassen, wie wir noch die Gelegenheit haben. Bete ich in deinem Namen mit Danksagung. Amen. Danke für eure Aufmerksamkeit.